The Lobster spielt in einer Zukunft der Nähe oder irgendeiner alternativen Stadt. Auf jeden Fall ist dort das höchste Gebot, das Allerwichtigste ist, dass man einen Partner hat. Zweisamkeit ist das Wichtigste in dieser Welt. Wenn man das nicht hat, wenn man keinen Partner hat, weil der gestorben ist oder einen verlassen hat oder so, dann wird man von der Polizei abgeführt und in eine Art so eine Anstalt verfrachtet. Die heisst The Hotel und dort hat man dann 45 Tage Zeit, um einen passenden oder einfach halt einen Partner zu finden. Wenn man das schafft, dann wird man entlassen aus dem Hotel und darf wieder in die Stadt zurück. Wenn man es nicht schafft, dann wird man in ein Tier verwandelt. Wie die Synopsis irgendwie schon vermuten lässt, ist der Film extrem bizarr und schräg. Aber es ist eigentlich eine Art Komödie, gemischt mit einem Liebesfilm. Halt einfach mit der Thematik Liebe und Single sein und zusammen sein und in einer Beziehung sein und wie das Ganze angeschaut wird von der Gesellschaft und so. Und das aber präsentiert auf ganz komische und irgendwie gespässige Art und Weise. Wieso ist der Film bizarr? Einerseits liegt es daran, dass die Welt wirklich komisch ist, irgendwie für uns normale Leute, wo die Personen drin leben. Die ist zwar extrem interessant, aber eben mega komisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Andererseits ist es auch die Sprache, die Leute pflegen miteinander. Es reden alle furchtbar monoton und trocken und das ist aber gewollt und es gibt auch meiner Meinung nach eine Bedeutung für das. Ich finde aber, das sollte man selber herausfinden, weil gesagt wird es einem sicher nicht. Und ich finde, der Film hat einen extrem guten Humor. Er ist auch wie alles andere in dem Film hure komisch und sehr trocken. Aber es ist einfach aus der Situation heraus lustig, wenn zwei Leute irgendwie am Schwätzen sind in dem Wald und hinten dran läuft ein Kamel oder ein Flamingo durch. Und es hat auch ein paar sehr gute Witze, die aus diesen bizarren Situationen entstehen. Zum Beispiel, wo der Colin Farrell, die Hauptfigur, eingeliefert wird in die Anstalt, bringt er einen Hund mit und sagt, ja, heute zusammen, ich habe da meinen Bruder dabei. Und bis ich geschnallt habe, dass sein Bruder schon mal in diesem Hotel war und es nicht geschafft hat, um jemanden zu finden, das hat recht lang gedauert, weil ich da scheinbar ein bisschen doof bin. Aber als ich das gemerkt habe, habe ich das super lustig gefunden. Noch schnell zu den Schauspielern. Alle, finde ich, machen es im Kontext vom Film sehr gut. Sie müssen sehr monoton und sehr gefühlslos schwätzen. Der Colin Farrell ist herrlich, der John C. Reilly ist super, der Ben Whishaw ist toll. Ich weiss nicht genau, was man sagen soll, Negatives über die Leute. Die Lea Seydoux ist auch sehr gut. Sie ist ja natürlich auch extrem gut im genervt und gelangweilt reinschauen. Aber auch die Rachel Weisz, die erst später im Film so eingeführt wird, ist gut. Die sind alle wirklich sehr, sehr gut. Man muss sich einfach am Anfang ein bisschen daran gewöhnen, dass die Leute ein bisschen gespässig schwätzen. Negatives kann man nicht so viel sagen zu dem Film, weil es ist sehr, sehr fest Geschmackssache, der Film. Er ist furchtbar unzugänglich, weil er wenig erzählt, quasi direkt, weil er sehr viel so ein bisschen im übertreiten Sinn hat. Und wenn man mit dem nicht so gut umgehen kann, dann wird man schnell gelangweilt sein und am Schluss auch eher verwirrt als aufgeklärt den Film verlassen und dann sollte man sich vielleicht nicht unbedingt den Lobster anschauen. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass man die Welt, die bei der Lobster geschaffen wird, die extrem spannend, wenn auch sehr bizarr ist, dass man viel, viel zu wenig macht mit einer Meinung nach. Es werden so ein paar Sachen zeigt, wo man macht in dieser Welt, die normal sind und das macht vor allem die erste Hälfte von dem Film mega spannend und interessant und im zweiten wird dann das so ein bisschen vernachlässigt, das in der zweiten Hälfte und das habe ich schade gefunden, weil durch das ist der Film einmal ein bisschen langatmiger und teilweise sogar langweilig geworden. Alles in allem habe ich den Lobster aber wirklich gut gefunden. Er ist super gut gespielt, wenn auch sehr schräg und auch irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die Leute so komisch schwätzen. Er ist gut gefilmt, hat einen coolen Stil. Er erzählt ein paar interessante Sachen zu der Liebe, zum Single-Sein, zum Zusammensein. Was aber einem nicht so direkt erzählt wird, was man so ein bisschen selber muss herauslesen aus der Bildsprache und auch aus dem ganzen Kontext. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass er im zweiten Hälfte so ein bisschen wie eine Art den Fokus auf seine Welt und aufs Spannende verliert und dass er halt unzugänglich ist und man muss sich wirklich auf den Film einladen, um etwas anfangen können mit «Der Lobster». «Der Lobster» ist ein kleiner Film, den haben wahrscheinlich nicht den Haufen Leute gesehen. Der läuft schließlich genau in einem Kino in Zürich. Ich habe das ausfindig gemacht, den Film geschaut und ich habe ihn sehr lustig gefunden. Ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.